Salut, mein Name ist Tassi und ich habe heute Bewegungsmemory mitgebracht. Was ist die Bewegungsmemory und was brauchst du dafür? Gut kein Material und das ist das, was doch flott drin ist, weil ich kann die Bannen an der Basis spielen und wie gesagt, ich brauche kein Material dafür. Wichtig dabei ist natürlich immer zu respektieren, was gerade Vorschriften vom Coronavirus sind. Bewegungsmemory funktioniert wie normale Memory auch. Das heißt, schon 2 Spieler Minimum. An der Rest vom Gruppe sind Karten. Das heißt, das ist auch sinnvoll, wenn ein bisschen mehr große Gruppe ist, für das sind eben viele verschiedene Karten hat. Die 2 Spieler, die gehen mal raus aus dem Saal oder auf einem anderen Platz, dass sie nicht mitkriegen, wie ein Koppeln sich zusammenfinden. Am Rest vom Gruppe, da sichern sich eben immer 2 Leute zusammen, eine Bewegung raus, die meistens selbst ausgesagt, sodass sie quasi ein Koppel spielen, die zusammenpasst. Hat jeder seine Bewegung fand und dann mischt sich die Gruppe gut durch und dann kommen die 2 Spieler zurück auf Platz. Hier ist dann eben so, wichtig ist eben, dass die Gruppe an den Hupen ist oder sitzt oder irgendwie ein bisschen niedrig ist, sodass der Spieler A oder die Spielerin A eben die erste Person abruft, dass sie abstehen kann, an hier Bewegung machen kann. Dass einfach klar ist, okay, die Person wird gerade abgerufen. Da ruft Spielerin A die zweite Person ab, er macht auch hier Bewegung und dann wird geguckt, war das dieselbe oder eben nicht. Wenn dieselbe Bewegung war, dann gehen die 2 Karten sozusagen raus, erstellen sich bei hier oder hier Spielerin. War nicht dieselbe Bewegung, da gehen sie zurück auf dasselbe Niveau wie die anderen, also am Sitzen, für das einfach klar ist, okay, die sind noch nicht raus. Und dann sind dem andere Spieler. Hol den ein Koppel fand, dann der wir natürlich nach ein Kehr direkt weiterrouten. Voilà, das ist das Prinzip von Bewegungsmemory. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit.